Dir sedet, Vëllkom op der Gemengschëtter am Ëmwelt- an Energieservice. Mein Nummer ist Daniel Flies an ech sinn heute den Ëmwelt- an Energiebeauftragte. Gemengschëtter ass ein Klimapakt, Klimabündnis a Fairtrade Gemeng. A fir all segen Engagementer gerecht ze ginn, ass 2019 den Ëmwelt- an Energieservice gegrünnt gin. Ech këmmere mech an enker ze summenäbeg mat all den andere Servicer vun der Gemeng dorëmmer, dats Proen die ëmgesat ginn eso nohalteg a ressourcenarm wie méiglech ginn. Dat geht vu Bauproen iwwer Grengflächemanagement bis bei internen Prozeduren. Der wichtigste Wolle als auch die Sensibilisation von den Mitarbeitern an den Bürger, für die ich regelmäßig die nötigen Informationen zu den Umweltthemen opberede. Für ein paar Beispiele zu geben, wer an dem Bereich die letzten Jahre umgesetzt ist, fahren wir mit engem von unseren Elektrovöllen auf den Schulcampus. Insgesamt hat die Gemeinde Schütter 3 Elektroautoen, 1 Elektrotransporter, 1 Elektrokamionett und 2 Elektrovölen für ihre Gemengeservice. Hier stehen wir am technischen Herz vom Schulcampus, der Energiezentral, der insgesamt 6 Gebäude mit Hitze beliefert. Am Jahr 2020 sind ca. 96% mit Holz aus Eisenbüsch produziert worden, den dürbe zertifiziert und unerkannte Nachhaltigkeitsstandards ist. Weitere Details zu der Bewirtschaftung von Büsch kriegt ihr an einen weiteren Film gewiesen. Dass wir den Energieverbrauch immer im Blick haben, sind überall die notwendigen Zählungen angebaut gehen. Also selbst nicht an der Reihe, da können Techniker einen Alarm und können direkt intervenieren. Eng lokal an erneuerbare Stromproduktion fanden wir auch hier am Site. Auf den Dächern von verschiedenen kommunalen Gebäuden sind mittlerweile 3 Photovoltaikanlagen in Betrieb, die teilweise zusammen mit der Energiekooperative Sierdal geplant sind. Die Bürger aus der Gemeinde beteiligen sich über die Kooperative demnach selber an der Energietransition. Ihr seht, dass die bisschen neuen Gebäude auch ein Gringdach haben, was nicht nur positiv für den Wasserhaushalt am Site ist, sondern auch für die Biodiversität und zu einem komfortablen Bandenklima beiträgt. Verschiedene Gebäude sind auch ohne Rehwassertank angeschlossen. Trinkwasser wird gesammelt und für Toiletten genutzt. Wenn wir neue Gebäude planen, da gucken wir immer die höchsten Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen. Hier stehen wir zum Beispiel am Ausbau von der Kantine von der Maison Relais, die 2016 an einer Holzkonstruktion gebaut ist. Ringdach, natürliche Materialien, modulär Bauweise für die Kreislaufwirtschaft sind Aspekte, die zu der Nachhaltigkeit von diesem Gebäude beitragen. Jetzt gucken, was wir noch für die Nachhaltigkeit machen, evitieren ich euch, mit an die Aktivitätszone auf Minzbusch zu kommen. Wie ihr seht, stehen wir hier nicht an einer typischen Aktivitätszone mit viel Beton und unattraktivem öffentlichen Raum. Am Grünflächenplan der Gemeinde sind für alle Grünflächen nachhaltige Kriterien für die Bepflanzung und Gestion festgehalten. Hier gibt zum Beispiel just ein Minimum gemäht, für das die Insekten und Viecher einen adaptierten Lebensraum haben. Obstbäume sind gepflanzt und wir setzen auch nirgends an der Gemeinde Pestizide an. Dieses Jahr haben wir außerdem 100 fullenheisischer Quäsch durch die Gemeinde abgehängt. Die Fläche auf der anderen Seite von der Straße wird landwirtschaftlich genutzt und hat Matzen an der Aktivitätszone. Am Bereich des Naturschutzes schaffen wir ganz eng mit dem SIAS, dem Förster und der Flusspartnerschaft hier zusammen, für konkrete Maßnahmen umzusetzen. Hallo, nachdem wir viel draußen waren, führen wir darum zurück auf die Gemeinde an mein Büro. Neben all den Sachen, die ihr draußen gesagt habt, gibt es auch noch eine Reihe Sachen gemacht, die ihr nicht gesagt habt. Darin fällt Reglementer holen, wie zum Beispiel die Verweihe vom Auffall, womit wir den Auffall an unserer Gemeinde schon ganz viel reduzieren konnten. Oder nach internen Prozeduren ausschaffen, wie zum Beispiel als Labelcheck, der bei all AKF gemacht wird und einen nachhaltigen Schwab garantiert. Für aufzustoßen, nach ein paar interessante Zahlen. Am Klimapakt konnten wir von knapp 21% am Jahr 2013 auf knapp 72% am Jahr 2020 klammen. Unser Gasverbrauch für unser Gebäude konnten wir um ca. 12% und unser Stromverbrauch um ca. 8% par rapport zu 2013 verringern. Und das, obwohl neue Flächen dabei gekommen sind. 2020 ist knapp das Teilchen vom Hitzverbrauch von den Gemengegebäuden erneuerbar produziert. Voilà, ich hoffe, diesen Abblick an den Umwelt- und Energieservice hat euch gefallen und ich wäre froh, wenn ihr die nächsten Videos über die Gemeinde auch suivieren könnt. Adi, bis geschwind!